Ja, das Zeit für eine weitere Episode von Mario Tennis Aces. Es freut mich, dass auch die zweite Kerl geschaut hat. Das Mal aber ein bisschen wie drückende Part hat am Solarius Tempel an der Solarius Ruine, wo man auch ganz am Anfang der ganzen Story hat dann hier am Stadion mit einer zurück. Du siehst also auch storymäßig aus, das gut abgebaut. Platz, weil es halt keine mehr Level noch abbauen. Und hier war die ganze Geschichte angefangen hat. Wir haben dann den Tempel 100 ist, du geht doch nicht 400, natürlich logisch. Dann ein Tempel just eine andere kennt besser wohl gehen wir den Wario an der Waluigi Weise überholen. Wir gehen da lo hier an der Busch. Aber wir werden da bei der Piranha-Pflanze am Busch zu denen am Piranha-Pflanze Wald. Und du hast dann mein Kollege, den DK. Wir werden gerne an der Busch, mehr. Du lässt mich nicht durch, weil es zu gefährlich ist, stimmt das? Ja, da tut mir durch. Ja, voilà, gesehen einmal, dass die Karriere ganz gut in Äpfeln ist. Was soll man mengen, was soll man machen? Ich weiß doch nicht, Mario sieht tot an. Und es darf just einer an der Busch, der seine Tenniskunst einer Beweis gestaltet hat. Und ich denke, man hat auch direkt einen DK. Donkey Kong schon ein bisschen traurig, dass ich muss mal Mario spielen und nicht mal Donkey Kong. Ja, das ist eben dem Let's Play halt und im Spiel so viel gesehen. Den Tennisplatz Matten am Busch. Da hat man ein paar cool Features gesehen, da so etwas Flottes an dem Spiel. Weil hier also eben ein Netz, wie ihr seht, man das Material bestückt ist. Und was hat Donkey Kong so schlimm und ausgedurcht? Ach egal. So affisch Ideen werden wir schon nicht abhalten. Das ist so mein Beste Mario. Und naja, sie haben ein paar Tricks, ich soll all meine Schläge, die ich dafür gelehrt habe, werden, aber ich denke, wir diskutieren nicht wie lange. Wir spielen, aber wir machen einen kurzen Prozess mit Donkey Kong. Ich sehe das ein bisschen schön abgebaut, doch aber immer pro 5 adäquate, also 5 Welten, die man hören, immer etwas viel gesehen. Hier am Büschlo den ersten, den nicht allzu schwierig soll für uns gehen, für den Kristall zu fangen, respektive den muss stehen, wie es das genannt. Dann haben wir doch ganz am Anfang nicht viel Schwierigkeiten, ich benutze wirklich so Standard-Schläge. Ich meine mal einen Stopper, den könnten doch auch nicht drin. Und du kannst einfach die Spieler kennt das, da seht ihr noch Stopper, Winner. Ich werde immer Tweetplays ein bisschen ignorieren, weil von denen wirklich so schlau muss da muss man kein Time nur gucken. Der weiß ja wie auf YouTube das geht, für bis am Nachmittag nur zu gucken. Wenn man das nächste Match gemäht, muss man just einen zweiten Satz für uns hier entschieden, und das Match für uns zugunsten entschieden. Piranha-Pflanzen also eben, dass sie den Ball holen. Ich kann vielleicht probieren, ob ich zu schießen und ich Gift mal ergattern. Ich meine, hier am Anfang, weil alle immer kleine Fehler so gemacht haben, am Anfang dauert es bis dazu kommt. Ich probiere dann ein bisschen rauszuzögern, dass ich Mario Tennis Aces, falls du ein bisschen lösen oder Webers. Nicht problematisch so. Und ich muss gleich mal Serie spielen. So, voilà, du siehst, was er möchte. Der schießt mir ins Reck. Also nicht bei der Seite, sie sind am Donkey Sänger Seite und ich mache mal eine kleine. Ich probiere den dort die ganze Zeit. Hier blockt am Ziel. Auch zu frei von meiner Seite aus, der sieht, das kann ich noch die Schleier so für die machen. Und die merken das doch heu. Und ich kann ja schon eine Episode, wenn ich glaube, die dort schießen. Voilà, da haben eine spezielle Kraft hat doch mehr Schläger kein Futigo bei der ganzen Geschichte. So, da gucken wir ein bisschen um seriös zu spielen, das war das mal. Voilà, das stresst sich, man muss ja nicht lauschen, auch von Donkey Kong aus am nächsten Match aus blamieren am zweiten Part von diesem Let's Play. Schon zu der Stage, respektive zu dem Terrain, wir sehen oder dem Tennis-Terrain, das Ganze ist gemäht, typisch am Busch. Just natürlich ein bisschen vernünftig persönlich traurig, dass im Donkey so am Anfang von der ganzen Let's Play 10 muss abtauchen und auch an dem ganzen Spiel hier
Ech schon immer am Donkey gespielt, auch am Online. Ich meine, ihr kennt mich, auch Amerika hat schon Donkey. Ich gebe sogar einmal Crossing, am Donkey spielen, weil ich mich geht hat. Also wenn ein kleiner Donkey Kong Mask du hit, schickt man sich schade die ganze Zeit un. Freut mich nicht wieso, das einfach so oldschool, ich wäre mal ein Kollege von dem AF, erstmal sympathisch gewirrscht. Und leider wünsche ich noch ein bisschen Heiß. Also, ihr seht mal heute die Experience, wir werden Level noch sammeln, das ist auch wichtig. Für die Erfahrung zu sammeln, dass der Schleier besser geht, dass das Level mich stark geht, da sieht hier auch Schlaghärte, also Lauftempo, dass wir sehr können gehen, die Gewandtheit, aus der man in der Höchstgeschwindigkeit sehr können sehen. Auch eben hier der Blockversuch geht ein bisschen besser, dass man alles so es verstecken können und kann auch gut sehen, wenn man Let's Play bis mir heftig geht, da ich vielleicht heute offline bis Level oder im Spiele für erst dann eine bessere Qualität zu bringen. Ich finde sogar an meinem First 2 hündischen Gemäht gemerkt hat, für eben bis die Level zusammen das besser geht. Donkey Kong wird der Können gewürdigt, also machen wir das nicht das. Alles an der Busch, weil das war beim Donkey dann eine kleine Aventur, klein aber fein, sondern mal einfach wegen der Lohai nach auf den Trainingsplatz am Busch. Das sind noch immer so kleine Level, die werden gesehen, was heute zu machen ist. Mir geht wohl nicht weiter. Das ist ein Tennisplatz praktisch. Kann ich bei Matches gegen starke Gegner bestreten. Oder man kann ja ein bisschen trainieren. Los, also mal lang Ball wechseln, probieren. An einen gewissen Punktzahl dann erreichen. Voilà. 10 erfolgreich Schläger an den, das muss man packen für Bonuspunkte zu kriegen. Und wir müssen dann nur den Ballwechsel ein bisschen üben. Also, chillische Training, denke für den zweiten Let's Play Part ist das ziemlich gut. Und den Tod kann dann auch über Bänke Tennis spielen. Wir müssen 200 der Passheim an den Spiel einfach. Den merkt den Tod aus ziemlich salty. Also für das die ganze Zeit nicht mehr steht, möchte mich schon ein bisschen aggressiv, weil da muss ich 3 Leben sozusagen an einem typischen Mario-Spiel. Ist das schon ein bisschen penibel. Aber der sieht ja für 10 kriege ich immer Bonus. Da geht das ganz Theater. An Schluchtnellknäppchen. Muss mal ein bisschen das machen. Ich weiß nicht, weil den toten Ball nicht kriegt. Und wird dann den Punkt verlieren. Weil er zu frei. Und schon guck, was geschieht. Geschieht nicht. Okay, ich kann den Tod am Anfang aber ausspielen. Geht das Kombo davon 10. Okay, die geht auch nicht weg. Also wir hören hier aber dann, denke ich, gut Möglichkeiten, die 2 Punkte zu erreichen, noch vom Anfang bis vom Tod. So ich wohl einfach getrollt gouf, ganz ehrlich gesagt. Aber da ist dann immer auch so Mini-Challenge, das ist etwas zu merken, ich dachte, zum Beispiel, es hätte noch ein bisschen abbauen. Generell ist das etwas, auf merkt, der was mir gefehlt hat, so Nervenquesten, Menschen hat mal einfach dazu definieren. Voilà, hallo, nach einem Kilometer und immer Ziel erreicht. Voilà, 200 gepackt und dann haben wir doch die Level eingepackt, die merkt, dass dieses Part geht bis mir sehr mit meiner Story. Er könnte für mich nicht spielen, aber sie schon direkt Level 3 am Anfang wird das sehr gut. Kann ich aber so pro Level, den ich packe, geht der Level up. Ein Limit Mensch aus nicht viel gesehen, außer vielleicht 99, ich hatte bis 40 Menschen einen Hauptaccount gepackt. Wie gesagt, erst und kein Punkt. Mit Story 4 sind das switchen ich meinen YouTube-Account auf den Hauptaccount, da kann ich doch ein bisschen weisen, wie ich da drauf sehen. Gepackt Mario, etwa beängstigt, wie schnell ich mich verbessert habe. Jo, ich weiß. Ich habe noch etwas an, Donkey hat etwas gesagt, und es soll die Stabilität vom Schleier am Arm behalten. An diesem Busch sollten nämlich Piranha-Pflanzen gehen, die den Ball so kraftvoll zurückschlagen können, dass der Schleier für die geht. Wenn man voilà, und dann sind noch mal Blocke drin gewesen, das heißt, kann ich losmachen, pipapo. Das hat man für schon ein bisschen gemerkt, dass da Pflanzen sind, die bis mir stinkig unterwegs sind. Aber voilà, wir kommen da bei Piranha-Pflanzen, Biotop, wo es bis mir eklig schon geht. Das ist ziemlich dunkel hier, erfischt und unheimlich. Alles ähnlich das wie ein Ort, an dem der Todesschein gibt an der Stadt wohlfühlt.
Oh ne Mario mis op Pflanzen-Territorium getröde. Dat gëlle bis mi pikeschen beiseresche Partner eng Passage, die mir auch nicht so gut gefallen hat. Und kommende Feuerball, die sind noch nicht gut für eng Raket aus Holz. Wir spielen also am Biotop von der Piranha-Pflanze. Und ich muss 30 Piranha-Pflanzen innerhalb vom Time-Limit schlagen. Voilà, so muss ich treffen. Das ist so, natürlich auch zielen. Und das ist ideal, wenn man die ganze Zeit die Schleier da kriegt. Und dann tut er natürlich direkt die Kriterien, das nenne ich mal einfach. Das ist wichtig, weil den ist ein bisschen heftig, die Ball ist am besten nicht vernehmen. Voilà. Wir haben timingmäßig schon mal gut schon geschafft. Muss ich just halt zielen können, das ist ein bisschen das Problem halt. Muss ich mein Kerl sick kriegen, ne? So fest was getan für Menk. Ja, irgendwann gut. Das wird mit der Zeit ein bisschen eklig. Das muss zwar nicht Ball nicht kriegen, wie es will hören. Voilà, der einfach mit dem, was sie wichtig, die dunklen Piranha-Pflanzen sind gefährlicher, die müssen dann wieder tun. Ich war schön noch immer mal super Schlag von der Kerne paaren können, kann ich auch ein nach dumm oder ein bisschen, können aber vorstellen, manchmal ein bisschen Gift treffen. So. Hoppla. Ich will ein bisschen eng, vielleicht mit der Zeit von ich gucken. Ich will mal kurz zielen, ne? Du am besten die Wäschfall los, das ist mir eine Taktik gewesen. Und hier gucken, fürs Erwer zu liquidieren. Ich gehe direkt auf den drauf, weil die, wenn die mich hier treffen, ist das Problem eben, dass ich auch dann den Over gehen an dem Hai. Spiel, wo ich aber mit 26 gut unterwegs sind und mit der Hai-Kombo denke ich, es müsste geschwind zu anbringen. Ich merke, dass es schon ein bisschen challenge-mäßig, aber bon, 30 von 30. Es sind immer wenig Spiele aufgebaut, könnte ich schon ein bisschen an Schwesellose lösen, aber das ist auch gut der Genießsport hier, also am YouTube-Channel. Aber wieder sieht er immer Level up für 30 Mal ein Piranha-Pflanz ab den Mund zu scheißen, finde ich, den anderen Wort zu benutzen und die Qualität von meinem Kommentar ein bisschen jugendfreundlich zu haben. Gut gemacht, Mario, hallo, 4 Runden. Ich habe mit Piranha-Pflanzen platt gemäht. Wir kommen dann hier auf 2 Plätzen direkt. Du alter Altar, Englisch hast schon gehabt. Story, ich gucke keine Zeit. Hier aus dem Waldrand haben wir den oder Sicht. Er geht mit 4 Runden. Guck mal, Mario, da ist Spike. Bist du dann hier am Busch, Kollege? Also nicht offensichtlich. Ich baue Schleier aus Holz von umgefallenen Beinen. Holz hat aus der Reichwert ideal geeignet. Ich mir recyceln hier noch Sachen. Wenn ich dabei helfen kann, an mein Defensivspiel zu verbessern, will ich dann mal eine wunderschöne Schleier als Schläger mit Schleier, wenn wir ohne eine Crossing da Schläger machen. Ich muss einfach mit Ball zurückschlagen, die Piranha-Pflanzen verschießen, und zwar so, dass sie unmöglich erreichen können. Kannst du den Ball nicht erreichen, also du schlecht spielst, dann geht das Fehlversuch. Ich muss 20 Bälle auch im Hai an der Quest packen, aber die Piranha-Pflanze sollte ist, da geht es ein bisschen heftig für. Das zu packen, also wir können noch neue Schleier pro Habitat, pro Ebene, pro Welt kriegen wir noch einen extra Schleier hier unter dem Kopf. Voilà, mehr aus dem Anfang nicht. Das hätte nicht kriegt. Das muss man 20 Mal machen, ja, das war ein Fehlschlag, wie sieht das mal. Das ist sein Defensivspiel, was man weiß. So. Ja, natürlich gut, wie ich mal schon direkt 7 gehabt habe. So frei auch, da muss man auch schon furchtbar da aufpassen. So, ich nehme Wäsche mal, dann höre ich die da schlecht, die vielleicht wichtig ist. Und ich kann nicht einkehren, da kommt da schon heftig jetzt zu packen, so ich mal einfach so. Solange ich die da nicht mehr kriege, dann soll es am geringen, aber wenn wir mit zum Schluss kommen, damit merken, dass ich mit meinem Blocken nicht immer so gut jetzt gehen.
voilà, wir machen Rollator für eiskal für aber noch ein zweite Ball als Halle zu können. Ja, das war im schlecht, ja, dann hat er im gesehen, weil das absolut nicht. Null, ja, dann Jante. Logan, bist du sauer? Muss mal gucken, was wir daraus machen können. Noch 7 Bälle. Wenn wir so etwas die ganze Zeit tun, also okay, aber ich ahne gleich Schlimmes. Weil ich mich nicht gut noch umklappen kann. Also. Zu frei als lo, geht es nicht mehr witzig. Für ihr schlägt es schon, mehr für mich nicht. So, wenn du einen könnt, bist du gut. Mal nicht. Dann packen wir trotzdem. Bisschen mir knapp, dass du irgendwie knapp Geschichte, muss halt auch über längst gesehen, dass mein Schläger gleich gut gegangen wäre. Auch noch ein Level, wobei der bloße Löser den Punkt du könnt, wenn man Richtung Level 10 gehen, hat man permanent Level kriegen pro Challenge, die musst machen. Der Walter hat mal gepackt, und da gibt der Spike. Er ist normalerweise auch ein Tennisschläger. An den Holzschläger keine Stimme da. So viel dazu, muss ich just gucken, ob ich kann noch. Also schön in der Halle an den 12 von den Schläger, die ich am Abenteuer kann verwenden. Das ist eben gut. Wenn der Schläger ein Futti geht, mäßig normalerweise kann der Schläger im 4 benutzen, also sind nicht direkt Game Over, wie der beim Gegen der Fall ist. Du kannst laut Angriffverteidigung und Stabilität, die ein bisschen ändern. Und du mir eben, dass eben, wenn der Futti geht, da könnt direkt den nächsten drohen. Und ich kann den Schläger wechseln. Und hier ist eben der Punkt, wenn der letzte Futti geht, kommt schon weiter, nehme ich neue Schläger sicher gehen. Oder mich eigentlich das immer abklappen. Da würde ich mal dann den Waldschläger nennen, ich mal einfach 2 oder Waldschläger. Wir gucken, dann können wir den Statuswerte gewirrscht, voilà. Schläger wechseln, geht natürlich nicht. Doch, geht man just den Holzschläger, voilà. Anders Holzschläger gesagt. So, wir gucken dann hier, du als den uralten Altar und Schmengen, Modelo packen, dann haben wir schon die echt 10 gepackt vom Spiel. Wir sind schon ganz dicht am Busch dran. Aber auch an der Nähe von einer Macht stehen sind, schmengen haben die Köst, das sieht schon genug aus. Ganz ehrlich, Mario, ich fand heute richtig gruselig. Zum Glück passt du dabei, da finde ich mich gleich ein bisschen besser. Sobald du musst nur gucken, tot. Ne? So war's da. Wir spielen da lo, mit dem Waldmonster, innerhalb von einem Zeitlimit den Boss von der Piranha-Pflanzenböscher zu schlagen. Und wir sind auch schon beim ersten Boss vom Spiel, den wir da so am Anfang können. Geht ziemlich sehr. Aber ihr kann nicht im Nächsten sehen, wie den Mutant Tyranna. Alles geht es. Weil ein bisschen nach dem Eklig, wir müssen noch Zeit aufpassen, dass wir hier einen richtigen Schluck kriegen. Ich meine, wir müssen dann auf den richtigen Platz treffen. Voilà, wir müssen auf den richtigen Platz treffen, das heißt, ein Ziel können wir machen, und dann ist noch 2 Herzen. Für den Anfang kein allzu schwieriger Boss, auch wenn er ein bisschen salzig geht. Voilà, das sollte ich so zu, oder vielleicht immer Flight-Energie, an dem wir ausweichen müssen, der merkt also, ohne ein Busch kann ein bisschen lüftig gehen, und Gott sei Dank sind keine Bäume, die auf den Schall fallen können. Der nächste Boss, der nicht allzu schwierig müsste sein, von schon Erinnerungen, wie wir schätzen mit sagen. Wenn man so anfängt, wenn man so einen Trick anfängt, da geht es ein bisschen angeblich. Ja, zumindest von der Topisch. Und daher so der Punkt an einem Bossfight, wenn man den Ball nicht kriegen. Ich denke, Strafzeit kann eine von aber 5 Sekunden. Und 300 Sekunden können heißt. Aber denke ich, knapp gehen. Wobei du hier am Anfang ist kein Problem, wir schon 2 Herzen von dem Futter gemäht, haben wir noch 2 Schleier. Das alles am geringen Bereich. Weil hier dann ein bisschen ausweichen, das üben wir dann. Schwenschkeit zu wieder durchmachen. Weil wir können aber kein anderen Bossen, du kriegst so Energie. Das weiß ich schon mal nach. Hier geht es leider nicht.
voilà, dort gëtt awer Energiewees. Dat hat man uns noch verhalen. Voilà, nein, Keier. Mal gucken, wie es das geschlägt. Ein bisschen mehr Salz statt ganz Teil. Voilà, wir probieren das hier ein Keier mit einem Trickschlag, für das ein bisschen mehr zu dick kriegt. Voilà. Ich habe schon direkt gemerkt, dass viel Damage möchte und ein richtig Schlau machen. War vielleicht ein bisschen knapp belanscht. Aber dann haben wir schon am zweiten Part. Meine ich, der nächste Machtstein hier als Agatha. Du hast Köcht, sie geht ab. Und wir kriegen sie 4 Lucius, 4 Luigi, 4 Wario und Waluigi. Hier Level 6. Und ich meine, am Platz halt schon nach einer neue Welt gehen. Schließlich ist es ein paar doof. Es gibt kein halb Stunde wie letztes Jahr. Wir sind aber 20, 21 Minuten, denke ich. Am guten Bereich. Erstmal noch einen Text dabei, sind wir bei 23, 24 Minuten. Das ist gepackt, Mario. Das ist der größte Boss. Große Base-Boss. Du hast den nächsten Machtstein erhalten. Voilà, und das war jetzt, da das so Macht stehen, puh. Ein schrecklicher Mursch, die davon ausgeht, kann er richtig spüren. Da kriegt er richtig Gänsehaut. Man muss Gas gehen, um schnell so sehr wie möglich die anderen 4 Machtsteine zu fangen. Also zu Boss heute eben noch, was wir freigeschaltet haben, wir die Welt gepackt haben. Persönlich Platz Piranha Pflanzenwald aus der Mehr-Spielmodus am Realmodus verfügbar. Und da geht der 4 und ich werde aber nicht 4 gucken, für ein bisschen Spannung abzuhalten. Ich soll nicht Merced gucken und dann geht beim nächsten Part 4 und ob da sich um zweite Macht stehen, die mir da so geht aber richtig fix 4 und den wollen wir sicher am Anfang von einem Let's Play. Schaut mir zu hart, vielleicht stehen wir schon nächsten Part. Wie gesagt, Merced gucken, dann bis die nächste. Ciao, ciao. Okidoki.